Die Tag geht in Biробиджан, der dritte Festival von der jiddischen Sprache. Und einer von unseren Gästen ist geworden der Schreiber, Dichter, Übersetzer und Journalist von Peterburg, Joel Matvejew. Joel, guten. Guten. Du bist am Inhaber von unserer Zeitung, von der Zeitung Biробиджаner Stern, schon 4 oder 5 Jahre. Ich meine, es 5 Jahre. 5 Jahre. Oder, ja, 5 Jahre. Und du bist gut bekannt, unsere Lehner. Aber erzähl ein bisschen wegen sich und wegen Jiddisch in dein Leben, in dein schöpferischen Leben, für unsere Zuschauer. Ich habe es gelernt Jiddisch allein, wenn ich bin ein Kind, war ich 15, 16 Jahre alt. Noch, wenn ich gelernt in Schule, in Mittelschule. Danach habe ich gewohnt in jiddischsprachigen Gegenden von London, New York, wo ganze Regionen reden zwischen sich auf Jiddisch. Die ersten 4 Jahre habe ich בכלל nicht gedacht in Englisch, weil ganze Meilen herum reden alle auf Jiddisch. Ich habe gearbeitet in Vorwärts, in einem jiddischen Vorwärts. Und danach, wenn Vorwärts hat sich vermacht, geworden. Die papierende Zeitung. Ja, die papierende Zeitung hat sich vermacht, habe sich umgekehrt zurück in Russland. Ich arbeite mit verschiedenen Organisationen, was nehmen sich mit Übersetzungen von Jiddisch. Ich setze über auf Jiddisch, von Englisch, von Russisch, mit der Hilfe von anderen Menschen, viele von Eventisch, Spanisch und so weiter. Und für mich Jiddisch ist, man kann sagen, das ist mein Beruf. Хоть es klingt ein bisschen berühmerisch, oder? Aber ich meine, es ist auch mein Beruf. Ich meine, als in der Welt geschieht der Prozess, als es, ich meine, mir ist gewinn beschert zu vernehmen sich mit solchen Sachen, was kein anderer vernimmt sich nicht. Ich setze über alte, bekannte, gute sowjetische Lieder. Und ich habe schon zum wenigsten 50, 60 von sie übergesetzt. Und ich höre Menschen singen sie, da in Biробиджан. Ja. Das ist sehr schön. Psoi Korolenko. Etliche deine Lieder, ich meine Übersetzungen von sowjetischen Liedern, seien rein in dem Repertoire von unserem Ensemble Ilanot. Ja. Es ist sehr gewesen, sehr angenehm, sehr schön gesungen. Und ich schreibe Fantastik, wissenschaftliche Fantastik. Wir teilen Jiddischisten denken sich als Faktasie auf Jiddisch. Ich meine, es ist sehr wichtig zu schreiben euch auf solche Themen, was sind jugendlich und nicht begrenzt nur mit solchen Themen wie der Städte und der Hurben und alte Zeiten. Ich meine, dass man darf gucken auf voraus. Gucken auf die Zukunft. Ich hoffe, dass es wird noch werden, ich weiß, wie unser Freund Женя Fix, ein Künstler, was wohnt in New York, am Moskwer, drückt sich aus Jiddisch Kosmos. Ich habe eine große Hanoi, בכלל von Übersetzen Lieder auf Jiddisch, von Schreiben Prosa, von Schreiben Jiddisch. Das ist sehr wichtig für mich. Und zurück zu der Fantastik. Ich will sagen, dass Biробиджан und die jiddische autonome Gegend ist geworden ein Ort, wo es kommt vor die Tuung von etlichen deiner fantastischen Erzählungen. Ja. Weil ich meine, dass Biробиджан בכלל ist geschaffen geworden wie eine Utopie. Mit gewollt machen eine neue Welt. Und in einer neuen Welt treffen sich neue Sachen. Mit Meile sind in der jiddischen autonomen Gegend treffen sich in meinen Erzählungen solche Sachen wie Portalen in andere Welten, Rusalkes schwimmen in der Biere, Yetis treffen sich auf der Gas und fliehen die Tellers, fliehen über Morzet und so weiter. Es wird eine ganze Mythologie. Lavdavka Biробиджан, ich habe Erzählungen wegen Sachalin, wegen Благовещенск, wegen
dann weiten Mizrach zu schaffen, also eine Mythologie, was verbindet verschiedene Städte, Nierjungri, Нерюнгри. А? Нерюнгри. Нерюнгри. Ну, ich meine, dass es die Lehner haben Hanoi von meiner, ich hoffe, dass wir Hanoi von meinen Unterzeugen, weil ich schreibe sie, בדרך כלל auf beide Sprachen, auf Russisch und auf Jiddisch, parallel. Und ממילא kann der russische Räuber auch abschätzen, was ich schreibe. Oder? Und alle deine Erzählungen, sei auf Jiddisch, sei in Russisch, in der russischen Übersetzung, kann man lernen in der Zeitung Birobidzjaner Stern und auf unserer Website. Ja, ich bin sehr zufrieden. Also man kann, also in heutigen Zeiten können auch Menschen sich bekennen. Mit der Zeitung, ich meine, Bichlal, als Birobidzjaner Stern, also eine wunderliche Zeitung. Aber die einzige papierende Zeitung auf Jiddisch in der Welt. Ich meine, sind voran fromme Zeitungen, aber die einzige weltliche Zeitung. Sind vorwärts geworden nach Blog. Ist die älteste und die einzige Zeitung ist Birobidzjaner Stern. Das ist eine sehr interessante Geschichte, verbunden auch mit utopischen Projekten, wenn man lernt Lieder, was man pflegt, abdrucken, im Stern, sieht man, wie enthusiastisch, mit was für ein Slaves, Speiles, hat man sich überzeugt zu dem Birobidzjaner Projekt. Letztens bin ich gewesen in der Peterburger öffentlichen Bibliothek, gesehen alte Nummern von dem Stern, auch Lieder, wo sie klingen also Hymnen, Lekovat Birobidjan, sehr interessant. Nu, lassen wir offen, dass wir wollen etwas übersetzen auf Russisch. Du hast gefunden Artikel gewidmet dem Kommen von dem Nister. Ja, der neue Überwanderer inzwischen ist gewesen der Nister, Kushnirov, dachte ich. Josef Kerler. Josef Kerler, noch andere. Bichlal, ich bin sicher, dass in alten Nummern kann man finden. Sehr interessante historische Dokumente, historische Prozen, literarische Werk. Es hat sehr großen Potenzial. Man kann es übersetzen auf riesige Arbeit. Bin ich sicher, dass es geht, zusätzlich sehr Sachartikel von dort. Du bist schon zum zweiten Mal in Birobidjan. Was tragst du wegen der Stadt und wegen ihrer Ort in der jiddischen Geschichte oder in der Geschichte von der jiddischen Literatur? Birobidzjan hat gespielt sehr große Rolle in der jiddischen Literatur, weil ich meine, dass die Konzentration von Poesie da ist gewesen an ungefährlich hoch. Ich weiß nicht, wie viele Poeten sind gewesen zwischen jede 100 Toschwem von Birobidzjan, aber ich meine, es ist gewesen etwas ein Weltrekord. Und wie viele von sie haben gearbeitet da in der Dosiker Gebäude? Ja, das ist auch sehr interessant. Kiemat in jedem Binien da in einem städtischen Center hat gewohnt einmal Emetzer, was hat gehabt, ein Scheiches zu Birobidzjaner Stern, zu Jiddisch Bichlal, zu der Radio, zum Theater. Birgaset, ja. Und Bichlal, ich meine, was wir sollen nicht trachten, wegen des Stalins finsterer Zeiten, aber von deswegen ist der Birobidzjaner Projekt gewesen und bleibt noch als der einzige politische Eins, was stützt offiziell Jiddisch, und Jiddisch ist die offizielle Sprache von der Gegend. Es ist eine unikale Sache in der ganzen Welt und ich meine, es ist sehr, sehr wichtig, historisch wichtig, symbolisch wichtig, weil es ist ein Magnet, was zieht zu dem Aufmerk verschiedene, nicht nur Jiddischisten, Bichlal, Menschen interessieren sich und fragen sich noch, was für ein Ort ist Birobidzjan, wenn es ist gewesen, dem 1. November, wenn es ist gewesen, der keltische Hoge Samhain, was auf Irländisch ruft sich als Samhain,
klingt kemaat wie Soven, van Sove. Das ist mein Einfall. Асоціація. Meine Assoziation. Und etliche meiner irländische Bekannte, wenn sie haben gesehen, meine Übersetzungen von Irländisch auf Jiddisch, haben sie gefragt, was war ein Ort aus Aserbaidschan, habe ich sie gewiesen, einen Link auf Englisch zu lernen. Ich sage, Menschen in nördlichen Ländern haben nicht keine Aussage, was es war eine jiddische autonome Gegend, wo die Schilder auf den Gassen sind angeschrieben auf Jiddisch und so weiter. Das ist sehr interessant und sehr wichtig. Und sehr wichtig, das zu versprechen. Das müssen wir fassen sein. Ich bin sicher, dass in der Zukunft wird Aserbaidschan noch spielen eine wichtige Rolle. Schon der Fakt allein, als es ist eine offizielle Hauptstadt von Jiddisch, also zu sagen, sehr wichtig. Joel, deine 10 ikerdike jiddische Dichters. Ну, bei MS zu sagen, es ist sehr schwer, sich zu begrenzen, viele mit 10 beste jiddische Dichters, weil sie gehen sehr gute jiddische Poeten. Und wenn man vergleicht die größten poetischen Traditionen in der Welt, französische, englische, russische, italienische und jiddische, kann mir sehen, dass die jiddische Poesie davke auf Jiddisch ist sehr groß, riesig groß. Ich bin sehr riesige Figuren, sehr interessante Namen, für jeden Sort, für jeden Tam, für jeden künstlichen Tam kann man finden verschiedene Sorten Poeten. Meine beliebsten sind sicher Itzhak Manger, Avram Sutzkever, Moshe Kulbak. Ich bin sehr ein großer Liebhaber von Kulbak. Kulbak ist gewesen, man sagt auf Russisch Почвенник. Ein reißischer Ried, was dort beläuft der weißrussländische Wälder, Wildkeit. Ausgemischt mit Kabbala-Symbolen, mit chassidischen Symbolen, хоть allein ist das gewesen, aber sehr interessant. Schicke Dries, was mir tragt, dass ist gewesen ein Kinderpoet und der Rahmen ist nicht so. Es gewesen sehr ein Poet für Erwachsene, was hat verstellt, seine erwachsenen Gedanken für Kinderlieder. Kvitko ist sicher gewesen ein guter Poet. Markisch, Anna Margolin, gewesen sehr gute Poetesse. Rochel Boimwol. Luba Wassermann gefällt mir. Sehr sympathische, sehr lyrische Poetesse, was man kann vergleichen mit Achmatova Lamoshin. Sehr gute, sehr begabte Poetesse. Und David Hofstein ist gewesen als ein, ich wollte gesagt, nicht so sehr ein eigenartiger Symbolist. Ich meine, dass in der russischen Poesie sind eine solche, als eine Poesie öfter בכלל nicht gewesen, mit einem eigenen unikalen Tam. Sutzkever habe ich schon der Mond, dachte ich mir, ist, darfst du 10? Wie viel darfst du? 10. 10. Rochel Koren, Frug, in der Emerson, ich wollte nicht gesagt, dass Shimon Frug ist der beste Poet, aber ist ein Klassiker. Man darf ihn lieb haben wie Klassiker. Als Itzhak Leibowitz Peretz, dieselbe Sache, wie ein Poet, ist ein Klassiker. Man darf ihn lieb haben, weil hat verlegt eine gewisse Tradition in der jiddischen Poesie. Zu sagen, sie sind voran sehr Sache. Anjuta Pizigorskaya, damals. Sehr betagte, interessante Poetesse. Von sowjetischer Motel Grubian, Moshe Teif. Sicher darf man ermonen zwischen der heutigen lebendigen Poeten Lev Berinsky. Sehr gewaltig interessanter Poet, was hat mir gesagt, dass ist nicht kein Futurist, ist ein Realist, aber ich meine, dass ist ja Futurist und einer von den Besten, oder etwas ein Neofuturist, Postfuturist, ich weiß nicht, man kann das formulieren auf verschiedene. Vor allem Postmodernist, aber auch sicher futuristischen Tam. Mit seiner Raketizatie von Fliegen und solche Imagen, das ist sehr interessant. Einer von den genialsten Poeten, ich meine, bechlall in der poetischen Geschichte von der zweiten Hälfte von dem vergangenen Jahrhundert. Und einer von meinen Beliebten. No, sicher.
Ich bin zufrieden, also unsere Themen stimmen, stimmen mit. Die drei ickerdicke Städte, welche haben gespielt eine wichtige Rolle in der Geschichte von der jiddischen Sprache. Zwei Städte kann ich bald erwähnen, das ist Aserbaidschan und New York. Für was? Weil beide sind ein Kronstadt von Jiddisch. Zulieb in ganzen andere Sibes. Aserbaidschan ist der offizielle Zentrum von Jiddisch, sozusagen, weil das ist die einzige Stadt, die einzige Hauptstadt, was ist geschaffen geworden, offiziell, wie die Hauptstadt von Jiddisch. Wo jeder soll ausgesollt reden auf Jiddisch. Also hat man gehofft, geholfen, getragen. New York ist ein der Bastion von dem redenden Jiddisch zu lieb der Chassidim. Bairach auf 250.000 Jiden reden auf Jiddisch in New York, in dem heutigen New York. Und die chassidische Gegner verspreiten sich von New York, weil so man sagt Kinder, 10 Kinder, 12 Kinder, und sie verspreiten sich in Kanada, in Australien, in viele zurück in Ungarn, weil Alperov stammen sie von Österreich-Ungarn. In Wien, in Österreich, es ist voran also in Aliyah zurück in der historischen, mitteleuropäischen Heimland. Zwischen kleiner Zoll Chassidim, aber Mamoshdike Zoll. In Wien ist schon voran Mamoshdike, das redende Kehille, was stammt von New York. Sie zusammen, das ist sicher die Ikerstadt von dem lebendigen Gerät Jiddisch. Und der dritte ist, ich bin ein bisschen missupig, das kann sein Petersburg. Versteht sich, bin ich allein ein Leningrader, ein Petersburger, aber ich habe eine Ziel zu sagen, dass alle gute Sachen sind geschehen in der Stadt. Aber in der Emerson, ich meine, die wichtigste Sache, was ist hier geschehen in Petersburg, ist gewesen die ethnografische Expedition überrascht mit Ansky. Für was? Weil zulieb der Expedition hat man normalisiert den Image von Jiddisch. Wir wissen, als Aschkenazische Jiden in Mitteleuropa sind ein natürliches Volk, ein Teil von Mitteleuropa, mit eigenen Traditionen, mit allen Sachen, was eine normale ethnische Gruppe darf haben. Nicht etwas, ich weiß nicht, wilde Hebra, was gehört nicht zu dem Land, was mutet sich nur von Golas, und hat nicht keine eigene Tradition, ist abgerissen von dem Land und so weiter. Es ist voran also, noch als es voran als Stereotyp. Ansky hat gewiesen, dass es nicht stimmt. Also Aschkenazische Jiden sind gewöhnt, städtische Jiden sind gewöhnt ein natürlicher Teil von Mitteleuropa, ein Normalvolk, mit eigenen Obergläubischen Sgulas und so weiter, Znachern und Znacharkes, Kimat Schamanen, was solche Volksakteure. Und das ist geschehen in Petersburg, wir haben das organisiert in Petersburg. Außerdem ist meine Stadt gewesen auch sehr wichtiger literarischer Zentrum und zulieb der Theaters, Peterburger Theaters, ist Jiddisch geworden bekannt wie Weltsprache. Weil Vera Komissarzewska, Lemoschel, hat aufgeführt Sholem Aschs Pieces auf Russisch. Seine Pjese Mashiachs Zeiten auf Russisch на пути в Сион hat man aufgeführt auf Russisch für Jiddisch. Mit allen Chadoshim. Bald noch der erste Peterburger Aufführung hat man sie aufgeführt in New York. Aber von deswegen ist so gewesen sehr wichtiger literarischer Zentrum. Хоть es ist nicht, es versteht sich מחוץ dem תחום המוישב gewesen. Es ist nicht gewesen eine traditionelle jiddische Stadt und hat eine Reputation von einer apikorsischen Stadt. Aber es ist gewesen sehr wichtiger jiddischer kultureller Zentrum. Die zweite Alternative, wahrscheinlich der dritte Ikerstadt ist Regensburg. Voraus Regensburg, weil es sind voran zwei Theorien von was für einer Gegend in Deutschland Jiddisch stammt. Eine Theorie heißt, dass Jiddisch stammt von Lotharingia. Lotharingia, von gewissen Städten rund dem
Teich Rhein, Rhinus, Rhein, wie man sagt auf Russisch, in Worms, Speyer, Mainz. Aber wenn man guckt da rein in der jüdischen Grammatik, stimmt sie mehr mit bayerischem Dialekt von Deutsch. Und sehr berühmter, interessanter Mensch und sehr berühmter Philolog und Linguist Joshua David Katz halt und hat gebracht als Achreis, als BMS, das MS Wiegel von Jiddisch ist gewesen ergens in Bayern, ergens herum Regensburg. Und ich meine, also das Paradigma zu betrachten Jiddisch wie eine Sprache, was es aufgekommen hat, Chile, ergens zwischen slawischen Ländern und germanischen Ländern, stimmt besser mit dem, was Jiddisch ist. Also es ist ein Hybrid von germanischen, slawischen und semitischen Elementen. Davor kann man sagen Regensburg. Joel, großen Dank für den Schmues. Wir wünschen dir Asach Atzloches, neue schafferische Gedanken und warten auf deine neuen Artikel in unserer Zeitung in Birobidzjaner Stern. Schönen Dank. Schönen Dank für ein Verbeten mich in Birobidjan. Ich hoffe, ich bin sicher, dass nicht zum letzten Mal. Und lassen wir Mamschek sein, unser Mitarbeiter in der Zeitung und verspreiten über der Welt.